Eine US-Firma, die der chinesischen Regierung bei der Sammlung von DNA-Daten von Uiguren geholfen hat, stellt nun ihre Unterstützung ein. Aus einem Bericht der New York Times geht hervor, dass China von 2016 bis 2017 eine Kampagne unter dem Motto „Kostenlose Untersuchung für jedermann" gestartet hat, die beabsichtigte, DNA-Proben, Gesichtserkennung und personenbezogene Daten von etwa 36 Millionen Menschen aus Ostturkestan zu sammeln. Eine Delegation der türkischen Vaterlandspartei unter der Führung Doğu Perinçeks strebt eine Verbesserung der türkischen Beziehung zu China an. Der stellvertretende Präsident Chinas dankte Perinçek für seinen Einsatz, damit die beiden Parteien näher zusammenrücken. Der Kampf gegen Terror und Extremismus sei grundlegend für die türkisch-chinesischen Beziehungen, so der Präsident. Nach einer Zusammenkunft in Peking besuchte Perinçek Osttürkistan, um in Urumqi an einer internationalen Konferenz teilzunehmen. In Istanbul und weiteren Metropolen der Türkei wurde erneut gegen die Menschenrechtsverletzungen Chinas gegenüber der Minderheit der Uiguren protestiert. Tausende Menschen bekundeten ihren Unmut vor der Beyazıt-Moschee. Mehrere Redner kritisierten Chinas unmenschliche Praktiken sowie das anhaltende Schweigen der muslimischen Welt. Nach einem Treffen zwischen dem saudischen Prinzen Salman und dem Präsidenten Chinas in Peking ist Jinping der Meinung, beide Länder sollten ihre strategischen und wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen. Im Rahmen der 2030-Vision Saudi-Arabiens, welche man in das Seidenstraßenprojekt integrieren wolle, sollte man sich für eine Vertragsunterzeichnung beeilen, so Jinping. Zusammenstöße an der venezolanischen Grenze zu Brasilien sind verantwortlich für den Tod eines Menschen sowie zahlreichen weiteren Verletzten. Der oppositionelle Parlamentarier Américo de Gracia spricht in den sozialen Medien von dem Tod einer jungen Frau, während die oppositionelle Zeitung El Nacional von 2 Toten und 22 Verletzten berichtete.